Hallo Reisefreunde, ein ganz spezielles Video kommt heute. Ja, was passiert mit Karl? Ob wir uns vielleicht verkleinern, vergrößern oder doch reparieren? Ihr erfahrt es jetzt und hier in diesem Video. Ja, heute gibt es eigentlich nur positive Nachrichten sozusagen. Wer gestern unseren Newsletter gelesen hat, der weiß es schon, es gibt wirklich nur gute Nachrichten. Ja, und wenn ihr den nicht gelesen habt, dann wahrscheinlich, weil ihr den nicht abonniert habt. Und mal noch schnell einen Querverweis. Hier oben könnt ihr das ist jetzt aber ein bisschen fies. Wir wollen euch heute nicht auf die Folter spannen, sondern wir hauen es gleich raus. Karl kommt wieder auf die Straße. Er bleibt. Er bleibt wirklich. Wir werden Karl reparieren oder besser gesagt, er ist bereits dabei. Er wird zu dieser Zeit repariert. Ihr seht es, er ist nicht hier. Wir hätten das Video gerne mit Karl zusammen gemacht, aber der ist eingeschlossen und da kommen wir einfach nicht rein. Aber ja, warum reparieren wir jetzt Karl? Wir waren ja bei der Fachwerkstatt und ihr alle wisst, dass eine Fachwerkstatt, die hat halt einfach irgendwo ihre gewissen Tarife. Und jetzt haben wir eine freie Werkstatt gefunden und jetzt sieht das Ganze preislich auch anders aus. Also wir konnten die Kosten jetzt beinahe halbieren. Wir sind jetzt aktuell auf 2.800 €, was natürlich immer noch ganz schön viel Geld ist. Aber wir haben mit Karl einen echt zuverlässigen Partner und Freund gefunden. Und jetzt, ja, ich würde sagen, wir lassen noch ein paar Bilder sprechen. Genau darum lassen wir Karl reparieren. Ihr habt es den Bildern angesehen, einfach wunderschön. Karl hat uns jetzt 2 Jahre lang ohne Murren begleitet, wenn man mal absieht davon, dass die Seitentür abgefallen ist und wir den Anlasser reparieren lassen mussten. Aber für 60.000 Kilometer ist das wirklich nicht viel und entsprechend geben wir ihm gerne diese zweite Chance und ja, hoffen, dass wir dann auch noch 4 weitere Länder mindestens mit ihm bereisen können. Genau, das ist die gute Nachricht. Karl kommt wieder auf die Straße, wir freuen uns mega. Kostet uns eine Stange Geld, das müssen wir erstmal wieder reinbringen sozusagen und verdienen natürlich, dass wir das dann schlussendlich auch bezahlen können. Aber wir schaffen das, weil das ist immer noch viel günstiger als ein neues Auto anzuschaffen. Das ist ja klar. Und jetzt wollen wir natürlich auch von euch vielleicht mal noch wissen, freut ihr euch, dass Karl zurückkommt oder habt ihr euch schon auf andere Fahrzeuge gefreut oder wie sieht das vielleicht auch bei euch aus? Habt ihr euch auch schon mit Entscheidungen schwer getan, das Fahrzeug, das eigene nochmal reparieren oder nicht? Schreibt gerne mal eure Geschichte zu eurem kleinen, großen, blauen, weißen, wie auch immer euer Gefährt aussieht. Schreibt es gerne mal unten hin. Ja, wir gehen jetzt noch ein paar Meter und erzählen euch dann noch ein bisschen mehr. Ja, in erster Linie sind wir natürlich jetzt total happy, dass Karl zurückkommt. Für uns ist das schon etwas ganz Spezielles und wir haben uns das ja auch lange überlegt, ob es die richtige Entscheidung ist, Karl zu reparieren. Auch mit unseren Plänen, die wir haben. Es gibt verschiedene Pläne, aber wann, ob und wie dann die 3. Staffel startet, das ist momentan noch offen. Was aber sicher zur Sprache kommt, ist bei euch oder was schon zur Sprache kam, ist, wie kann man uns denn jetzt unterstützen? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel einmal ganz aktuell haben wir einen Fotokalender in A3 Größe gestaltet. Wir haben bereits ein Exemplar zu Hause und davon seht ihr jetzt auch gleich ein paar Bilder. Und das ist unser Kalender. Schaut ihn euch mal an, der ist doch einfach toll geworden. Hier haben wir einmal Norwegen als Titelbild, natürlich mit dem Hashtag. Und dann geht's los hier, eine Übersicht von allen Bildern, die es gibt. Und wir schauen uns mal ein paar an. Zum Beispiel hier im Mai gibt es griechisches Flair. Oder im Juli geht es an die Jurassic Coast in England. Dann sind wir hier in Bulgarien im August.
Oder den Dezember. Den verbringen wir doch wie wir im 2017 in Portugal. Ist richtig toll geworden und ist doch einfach was Schönes als Geschenk für dich selber oder für deine Freunde, Familie, wie auch immer. Für Komm, wie darfst du und Europa ist geil Fans, oder? Einmal das ganze Jahr mit Europa verbringen an deiner Wand. Ja, Steffi hat den richtig cool vorgestellt und hat sich auch richtig Mühe gegeben, den zusammenzustellen. War gar nicht so einfach, oder? Aus 2 Jahren 12 Bildern. Ja, das war ganz viel Entscheidung. Aber es hat geklappt und wir sind super stolz und freuen uns über dieses Produkt. Und den gibt es jetzt also in unserem Online-Shop zu kaufen. Link findet ihr jetzt da oben. Und da gibt es auch den Baustein aufrunden. Genau, da kann man ein bisschen was dazu tun, wenn man ein bisschen mehr zahlen möchte. Ihr kennt auch unsere Dieselkasse. Da wir momentan ja keinen Diesel verbrennen, nutzen wir die Dieselkasse natürlich ein bisschen, um Karl zu reparieren. Und ja, ist kein Muss. Man muss uns nicht unterstützen, aber die Fragen kommen halt immer wieder, wer oder wie man uns unterstützen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, alles unten in der Infobox. Und wie gesagt, Sticker haben wir, Kalender haben wir und vielleicht kommt noch der eine oder andere Shop-Bestandteil dann noch dazu. Genau. Ja, aber wie geht es dann jetzt weiter? Das fragen sich wahrscheinlich viele und da verraten wir euch heute gleich, weil es so cool ist und weil es so kalt ist, hier 1 Grad bei uns im Thurgau, noch ein bisschen mehr. Wir werden in Kürze wieder unterwegs sein, dieses Mal durch die Schweiz und wir gehen vorerst fremd, weil Karl, der ist ja noch in der Werkstatt. Das dauert auch noch ein bisschen, weil das ist ja mitunter auch ein Deal, oder? Wer Zeit hat, der ist flexibel und der kann dann auch ein bisschen länger warten, wenn es dafür im Preis natürlich auch anders aussieht. Karl, der muss am 10. Dezember zur MFK, also zum Schweizerischen TÜV. Da brauchen wir nochmal alle Daumen, ganz genau. Und ja, bis dahin werden wir ihn wahrscheinlich nicht so oft zu gesehen bekommen. Und deshalb sind wir ja fremd unterwegs. Genau, wir haben eine Kooperation mit mycamper.ch. Das ist eine Sharing-Plattform, wo man seinen eigenen Camper vermieten kann. Und wir bekommen da einen Camper für ganze 4 Tage und werden die Grand Tour of Switzerland oder zumindest einen Teil davon machen und jeden Tag filmen. Also da kommen richtig coole Videos auf euch zu. Wir haben auch einen richtig coolen Camper. Aber das verraten wir aber noch nicht. Aber der ein oder andere könnt es euch vielleicht denken, was wir schon lange mal ausprobieren wollen. Das weiß, schreibt es unten hin. Und ja, das kommt und kurz danach geht es dann schon so ein bisschen weihnachtlich zu und her. Absolut, dann geht es für uns nach Innsbruck. Da wurden wir von Innsbruck Tourismus eingeladen, dürfen da den Weihnachtsmarkt und ein paar Dienstleister, also ein Hotel und Restaurants und so weiter, ein bisschen was erkunden und vorstellen. Davon wird es wahrscheinlich kein Video geben, dafür aber ein Blogbeitrag. Das ist doch auch was Tolles. Und ja, wir sind immer mal wieder ein bisschen auch in der Schweiz unterwegs und vielleicht gibt es ja auch noch so ein bisschen was von einem Samichlaus. Genau, wir sind ja aktiv im Samichlaus oder Nikolausverein, genau, da können wir vielleicht auch noch ein bisschen was zeigen. Also es läuft viel in erster Zeit, wir haben viel vor und wir freuen uns halt mega, dass wir da mit MyCamper noch ein bisschen unterwegs sein können und wieder ein bisschen campen können. Das ist jetzt doch schon ein bisschen lange her und ja, vermisst du das Campen? Ja, ich vermisse es schon. Halt einfach so sein kleines Zuhause zu haben, das ist schon was anderes. Wobei, wenn ich jetzt bei diesen Temperaturen draußen bin, dann ja, ist es dann vielleicht in Karl doch auch ein bisschen frisch. Apropos, Karl, hast du auch gerade gedacht. Der bekommt eine Standheizung. Also für alle die schon denken, ja, jetzt mit Karl reparieren, der ist ja nicht camperfit und hat nicht was, er bekommt eine Standheizung, da könnt ihr euch alle beruhigen. Aber ja, mir fehlt das Campen richtig arg, weil ich finde es einfach cool, halt immer unterwegs zu sein, dieses Abenteuer. Momentan ist es so ein bisschen langweilig. Ja, so ein bisschen langweilig. Es ist nicht Abenteuer, es ist jeden Tag was Neues. Das Gleiche drumherum. Genau. Ja. Obwohl wir sehr kreativ sind und sehr viel tun und machen, ist es halt immer die gleiche Atmosphäre und das, Langzeitreisenden geht das dann irgendwann mal ein bisschen auf den Sack. Genau. Also das waren alle Infos. Wir wollen nicht mehr viel länger werden. Karl kommt wieder auf die Straße. Das war die News von heute. Das freut uns mega und wir hoffen natürlich euch auch. Und ja, das nächste Video, mal schauen, wenn das kommt. Vielleicht am Donnerstag, vielleicht aber auch später. Das wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir das machen. Aber ihr werdet ja informiert, wenn ihr die Glocke aktiviert. Dann bekommt ihr ja immer Benachrichtigung, wenn das neueste Video online geht. Aber das war's. Wir müssen wieder rein. Ist ein bisschen kalt. Und ja,
wenn euch das Video gefallen hat und dass Karl wieder auf die Straße kommt. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt gerne unten in die Kommentare rein, auch ob ihr schon mal vor schwierigen Entscheidungen gestanden seid und ob ihr euch freut, Karl zurückzubekommen hier auf dem Bildschirm. Genau, Kalender und so weiter, alles unten in der Infobox. Wir gehen jetzt wieder nach Hause aufs Sofa und ja, das war's fürs Video von heute. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend und bis bald. Tschüss. Apropos, Europa Ist geil, es geht weiter.